Hallo zusammen, du hast Crown Cletus oder Chris. Willkommen bei GTA Online, würde ich sagen. Schöne Hose animiert, hä? Und ja, das wäre momentan meine 10er-Garage. Ich habe nicht wahnsinnig viel Kehren, ich habe auch nicht wahnsinnig viel Geld, so wie andere. Aber was ich mir gezogen habe, ist hier mit der Collectors Edition, habe ich den TÜV bekommen. Hier den Hot Rod, das ist ein Elektromobil. Und hier vorne, den haben, glaube ich, alle gratis bekommen. So einen Sportflitzer, schön noch mit dem Crown-Logo, können wir jetzt geil mit dem Editor erstellen. Im Social Club online. Und da hinten ist meine erste Karre. Halt so ein kleines Muscle Car. Habe ich fest Freude gehabt. Hier ist eine Bullenkarre in Chrom halt. Und das Geile ist, wenn man dann zur vierten Höhe in diesem Auto hockt, können sich dann noch 4 weitere hier an der Seite festhalten. Und können dann mit diesen Waffen, die sie wollen, ballern. Also da ist man ein richtig schweres Geschütz, wenn man mit dem Teil unterwegs ist. Und das ist ja der Blista, da kennt ihr sicher, so einen Kompaktwagen, ein bisschen Mülli. Aber ich wollte mal einen von denen tunen, um zu schauen, wie sich die sicher in den Rennen verhalten. Und ja, viel schneller oder mehr Anzug haben sie dann eben schon nicht. Aber das spielt jetzt auch gar keine Rolle. Im Hintergrund ist jetzt ziemlich klein am Texten so. Wie heißt du? Oder sogar mehrere. Das ist auch nicht das Geile. Meistens sind ein paar Leute am Quatschen im Online-Modus. Und ich spiele primär natürlich mit den Crown-Jungs. Jetzt der ISO, der Trappy, der Merit. Seit den letzten Tagen. Ja, fast jeden Tag mit mir online gewesen. Sonst spielen es leider nicht so viel, was ein bisschen schade ist. Weil ich finde es einfach schon das Oberhammer-Game. Hier kann ich Stunden rumhauen und mir kaum mehr Zeit vergeht. Also jetzt schnell mal schauen, was wir hier anstellen wollen. Wo eigentlich ist die Idee, dass jetzt hier nicht unbedingt Rennen oder so zeigen, sondern schnell so ein bisschen, was ich halt für Crap mache oder nicht Crap hier in der offenen Welt. Also wir haben eine volle Lobby, ihr seht, ich bin jetzt mittlerweile Level 55. Ah stimmt, der Killer habe ich vergessen. Der hat letzte Woche auch noch viel GTA gespielt mit uns. Right. Also, geschwind schauen, wo die anderen sind. Mir scheisst es selber an, wenn ich angegriffen werde, aber ich würde sagen, ich schnappen mir doch jetzt gerade mal den Bong-Smoker hier hinten. Automatischer Name von Xbox. Und versuchen den mal ein bisschen abzukassieren. Im Hintergrund sind sie irgendetwas, ich habe ihren Namen am Schnurren. Mir verreist. Ich weiß, wie man den ändert, das mache ich halt noch. Also, schaut. Wie heißt du im Spiel? Die Stabilität des Games ist jetzt wieder gegeben, weil am Weekend, wo ich auf der PS3 umziehen wollte, ist es leider nicht so gut gelaufen. Auch die Xbox hat Probleme gehabt. Oh, davor ist gerade einer. Aber das haben sie jetzt wieder behoben, es läuft alles wieder sauber. Und die Knete, die man bekommen sollte man dann jetzt nächstens bekommen. Ha? Macht Sinn, oder? Weil eigentlich haben sie es schon für letzte Woche angekündigt und dann haben sie es für diese Woche angekündigt. Aber eben, ich sage gerne Scheins, weil das ist eben der Punkt. Irgendwie hat man nicht hundertprozentig verlässliche Informationen. Ah, der andere hat gerade den Laden ausgeraubt davor. Ja? Ah, der ist ja noch Strasse weiter, den verhänge ich immer, genau. Ah, zieht mich rein, da ist schön mit Töpfchen unterwegs. Jetzt ist einfach die Frage, was hier abgeht. Führen wir doch den gerade ab, wenn er zur Tür rauskommt, oder? Ist zwar eine richtig fiese Angelegenheit, aber so läuft GTA, gell? So geht das, he? Einfach durch schnell den Laden überfallen, das geht natürlich gar nicht. 2 Tonnen schnell gemacht, das ist nicht schlecht. Ein bisschen die Türen hängen bleiben, so kann es gehen. Und jetzt würde ich sagen, ich verpisse mich mal, der Bong-Smoker. Ist das ein Chick, der den als Charakter hat? Ja, er spielt eigentlich keine Rolle. Also, vielleicht noch als kleine... Uiuiuiui, ich ziehe schnell in die Garage rein, weil ich muss noch eine kleine Info durchgeben. Vermutlich wissen es die meisten schon. Aber es gibt eben schon ein Rennen, wo man sehr viel und sehr chillig Erfahrungspunkte machen kann. Für Isodope kann ich sicher schon ein Liedchen von dem erzählen. Und zwar, oder wisst ihr was, komm, wir chillen es doch jetzt hier einfach schnell. Also, zieht euch rein, ihr könnt ja jederzeit mit Starten in das Menü rein. Und dann könnt ihr hier Online-Jobs starten oder beitreten. Und wenn man so hostet, dann hat man natürlich die Chance, eben selber etwas auszuwählen. Und der Punkt ist jetzt der, bei den Rennen müsst ihr runterziehen. Und zwar hier zu kriminell schnell. Ja, wisst ihr was, wieso nicht? Ich versuche schnell, ob ich die Lobby irgendwie vorbekomme und dann zeige ich doch, dass das geschwingt. Weil bei diesem kriminell schnell fahrt ihr einfach im Kreis um das Gefängnis drumherum. Und wie gesagt, bekommen massiv Erfahrungspunkte.
Jetzt 3 Runden Länge. Wichtig ist Supersportwagen. Morgen das ist gut. Das Wetter soll unbewölkt sein. Verkehr schalten wir an. Fahndungslevel auch. Das können wir eigentlich alles solo sein. Und jetzt mal schnell schauen, Hallo? ob ich hier irgendjemanden reinziehen kann. Ja, sag mir Schau. den Namen, dann. Ich würde sagen, da mal schnell die aus der aktuellen Sitzung schauen, ob da einer mitspielen will. Wieso nicht? Holy shit, okay. Habt ihr gesehen, beim Bongsmoker ist blockiert gestanden. Hat der eigentlich jetzt mehr blockiert, weil ich ihn abgeschossen habe? Das habe ich gar nicht gewusst, dass man das kann. ja, ich bin schon x-mal abkassiert worden. Von dem her muss ich vielleicht auch mal den einen oder anderen sperren, wo man hier für Sachen hat. Also schaut, man kann es auch mit 2 Leuten machen. Aha, ist da noch jemand beitreten? Gut, Dominik, 999, gell? Ja. Yeah. Respect to the name. Schnell schauen, ob hier vielleicht der Killer Bock hat. Aber das ist immer ein bisschen fies, wenn man jemanden einlädt und dann redet man nicht mit den Leuten. Und weil ich jetzt gerade ein Video am Aufnehmen bin, mache ich natürlich das schon nicht. Also wir haben jetzt 2 Mitstreiter, das reicht schon. Je mehr Leute das sind, umso mehr Knete gibt es, wobei irgendwann ist das Maximum erreicht. Also, jetzt zurück zum Rennen. Ich nehme hier immer den Entity XF. Der scheint wirklich gut zu sein. Du hast schnell auf mich selber eine kleine Wette drauf. Mag vielleicht ein bisschen egoistisch sein, aber man glaubt ja an sich selber und darum kann man das gut machen. Und jetzt ist es folgendermaßen. Immer schön ein bisschen Hupen beim Starten. Genau, den Schnellstart habe ich noch nicht geschnallt. Zum Teil glückt er, aber eigentlich haben das Auto ja gemeint, direkt wenn das Goal kommt, drücken. Also die anderen 2 wieder mal nicht gewettet, das gibt es auch immer wieder. Also jetzt bei den Rennen ist es immer spannend. Es gibt Leute, die nicht so fighten und es gibt solche, die voll fighten. Und der scheint mir jetzt noch ein anständiger zu sein. Darum schnitze ich den jetzt gar nicht aus. Im Gegensatz zum Hingern. Oh shit! Hey, nein, fuck! Ja, super, ja. Also schaut, die Situation ist folgendermaßen: mein Xbox-Pad gibt es als nächstes gerade den Geist auf und ständig, mein Singes hat der Akku nicht drin. Das ist jetzt der Ultra-Verhänger, aber ich kann euch jetzt gerade Scheiße, man, gut zeigen, dass das nicht einmal eine Rolle spielt. Weil man kann natürlich mehr abkassieren, wenn man erst platziert wird, aber das ist eben auch der Vorteil an diesem Rennen. Selbst wenn ihr jetzt, wenn ich wie ein kompletter Vollidiot noch Batterien vom Controller verhängt und alles, könnt ihr dort das Ziel durchmanövrieren und jetzt müsst ihr schauen, Ching Ching gibt einem fast ein ganzes, wie viel sind das, 10? Ein ganzes Zettel an Erfahrungspunkten, für einmal durchs Ziel zu fahren. Ich bin jetzt erst in der 2. Runde. Und ja, ich weiss nicht, ich glaube, ich habe diesen Kurs auch schon mit ein paar Leuten. Man kann es dann schon noch lustig haben, wenn man ein bisschen anfiel und so. Sicher auch schon 10, 20 Mal hintereinander gemacht. Und irgendwann ist dann die Meldung gekommen, dass ich jetzt mit diesem Event die maximale Anzahl Erfahrungspunkte gemacht habe. Und dann muss man dann einfach ein kurzes Päuschen machen, ein paar andere Events machen und dann kann man dann weitersehen. Ihr seht, jetzt hat es mir fast schon wieder ein ganzes Zehntel gegeben. Und so läuft das dann weiter. Also, ich sage jetzt mal, es ist natürlich schon ein bisschen boosten, aber es schadet ja eigentlich überhaupt niemandem im Gegensatz zum Call of Duty, kann ich sagen, genau. Und von dem her finde ich es hier eigentlich halb so wild. Und man muss gleich noch etwas dazu machen. Ich weiß nicht, ob ihr es gewusst habt, ich weiß nicht, ob ihr es auch schon mal gemacht habt, aber wenn ihr jetzt wirklich schnell vorwärts kommt mit dem Level, dann kann ich das echt empfehlen, weil ganz ehrlich, so Fallschirmspringen oder auch zum Teil mit den Flugzeugen, es gibt einfach so hure wenig Erfahrungspunkte, dass es schon fast eine Frechheit ist. Und irgendwann will man ja dann die 100, 120 Level erreichen, damit man auch die Waffen brauchen kann. Und darum gibt es eben eine Möglichkeit, und ihr seht, die 2 Jungs, die hier mitmachen, die kennen das auch schon. Rein von dem her macht man dann die Runde, dreht dort Kreisli um Kreisli und kann so innerhalb von kurzer Zeit sehr schnell aufsteigen. Geld gibt es nicht unbedingt viel, für das gibt es andere Rennen, zum Beispiel glaube ich Chiliad-Lawine, die schütten auch noch gut Geld aus, vor allem wenn man schaut, wie kurz das Rennen ist. Und ja, eben zum Aufleveln das, und dann, wenn wir aber die Schnauze voll haben, ein paar andere Sachen noch gemacht haben, gehen wir wieder ein bisschen in die freie Welt, wie es auch die meisten machen, und gehen dort noch ein bisschen rumspästeln und irgendwelche Kehren mit dem Helikopter transportieren. Und
Möglichkeiten sind unendlich und genau das ist eigentlich auch das Coole im GTA. Und nichts gegen die das GTA nicht gerne haben, aber mir denke es auch, die sind vielleicht gegebenenfalls nicht so kreativ, weil das GTA gibt einem so viele Möglichkeiten, eben selber unterhalten zu werden, selber für Unterhaltung zu sorgen, Sachen fernab vom Weg vom Hersteller auszuprobieren und so. Ja, ja. Einer hat immer auch den pinkigen oder den rosa Rockhaaren, das ist klar. Vor allem, was hat die Pause hier? Einfach mal den Start verhängt. Das ist nicht schlecht. Okay. Dominik, das sehe ich. Das ist ein fairer Fahrer, da muss ich sagen, Hut ab. Weil man kann durchaus ein Rennen gewinnen, wenn man fair fährt, aber häufig, ja, genau. Was? Nein, das kann es nicht sein, der Huren-Dreckscontroller. Hey Jungs. Ich muss schnell einen anderen nehmen. Hey. Ja, wobei, jetzt geht er mal. Ich muss schnell wechseln. Warte, geschwind. Also, das ist jetzt endlich ein Trauerspiel eigentlich in dem Sinn, was das Rennen anbelangt. Und ist überhaupt nicht so geplant gewesen. Aha. Da warten wir also. Aber in dem Fall ist es Zeit geworden für Ersatzcontroller. Einfach mal überrundet worden, leckt von mir am Arsch. Ja, ja, aber auch das, wie schon x-mal gesagt, ist nicht tragisch. Ihr könnt immer locker bleiben. Hier am Anfang stehen aber verdammt viele Kehren rum. Und von dem her kann es zum Teil auch einen kleinen Crash oder so geben. Aber eben, es ist wirklich nicht tragisch. Die Bussen, die man hat, durch das, dass man vielleicht ein bisschen leid ist, sind extrem klein. Also, Dominik, oder wie er heisst, hat es verschissen. He? Sicher ist rausgepflückt worden. Diese ist jetzt gerade im Ziel, nehme ich an. Genau. Oh. Schön, wenn man auch hingern schaut. Und das heisst, sobald die anderen im Ziel sind, fängt der Timer an. Oder, der läuft schon, genau. Ja. Also, schäbige Vorstellung von meiner Seite. Aber ich hoffe, für die es noch nicht kennt haben, dass ich euch hier einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben konnte. Und, ja. Ich werde auch jetzt zwischendurch mal noch so ein GTA-Video machen, weil es macht mir halt einfach schon unendlich Spass. Und genau das möchte ich eigentlich auch mit den Videos ein bisschen transportieren. Meistens game ich, aber zwischendurch nehme ich mir gerne die Zeit für ein Video. Auch wenn ich verdammt am Sacken beim Zocken, das gibt's ja nicht. Und sonst könnt ihr doch schnell in die Kommentare mal reindroppen, was ihr als nächstes möchtet sehen. Möchtet ihr mal, dass wir ein bisschen mit Jungs rumziehen? Soll ich einfach mal in Umlauf auf der Map sein, ein paar Rennen sonst noch machen? Ja, Gesten sind verdammt behindert. Das war es von meiner Seite. Ey. Merci fürs Zuzuschauen und wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Ciao zusammen.